alle goer vu Straßburg wie gewinnt aus dem Europaparlament mam Kompetenzteam, dem Georges Bach an dem Frank Engel. Wir hunn eng ganz woch hei geschafft, weil wir hatten viel Worten, zum Beispiel iwwer de Budget an iwwer Budgetkontroll. Dat sind Worten, die dauern Stunde lang, die kriegen dann auch an run sich. Wir hatten aber auch Elemente, die an den Medien waren, ganz stark, wie zum Beispiel die Visit vom französischen Präsident Macron, den hai eng relativ kurz Red gehalten huet, an donno eng lang Diskussion iwwer 1,5 Stunden mat den Europadeputéierten hat. Kollegen, wat tut dann vum Herr Macron an segem Optritt gedurcht? Wie fängt du? Du, Georges? Ich kann fenke ja ganz gern. Ich meine, war den auf festgestellt huet, wat man von wosten, dat den ewer ganz pro-europäisch opgetruden ass, dat huet Di och schon gemer an senger Kampagne elektoral. Dat muss wertschätzen. Ich mein, muss so das haut schon wohltuend ernst fir vielen anderen. Frankreich als den franzésche Präsident den wirklich opgetruden huet eng Kampagne so gemer huet die Kampagne noch holemer gewonnen. Und dat muss wertschätzen. Sos muss ich so mat zingen Evaluungen do ass net dat deiwel viel Neiz dabei gewircht. Ich so normal, dats net dem no wen App seet, kënnt dat méi zur Geltung wie dat wat verschieden Äner Leiit. Ja. Auf hier hun him huet zum Beispiel Jean-Claude Juncker so Sache gesot an Singeriert zu der La vun der Union, méi auch Parlament. Dat hicht mir hunn am La vum Joer 2016, 2017 hun mir zwee wichtig Rapporen iwwer Zukunft vun Europa. Dorems skedet Jo ha gitré vun den Premierminister, vun den Staatschefer, vun den Präsidenten soll jo Zukunft vun Europa doleen. An do hun mir am rapport Guy Verhofstadt an wo am rapport Elmar Brok Bresso hun mir festgelecht fir mir Zukunft vun Europa gesinn. A wann lo die Rapporten hëlt, a wann en dat bësse guckt, wat die Staatschefen doaus machen, dann ass gute Resümé dann ass bëssen Parlament zitéiert. An dofir muss ich so held euphorisch bei mir gi falls Grenzen. Ich wees net wat Frank do vun denkt méi. Ich fenken immer rum, dat man dun ze fannen, dat et gut ass, dat der franzésche Präsident eigentlich Beifall heichend durch Europa lebt fir europäisch Politik. Das ja lang dëmmer a Frankreich se. Das wäre franzésche Präsident noch ganz trancheiert Attitüden huet zu franzéscher Politik an zuderweis wie franzésch Souveränitéit innerhalb von Europa ewer nach Geld. Zwat en het gern eng Reif vor Reformen bei mir selbstverständlich auch schon angefordert hun. Die andere schon 20, 25, Jahre theorisiert. Ente Wolfgang Schäuble zum absolute Mittelmeerschreck gouf. Wenn sie finanzpolitischer verklemmt huet man 1994 mat engem anderen Demolien feierenden Deutschen Unionsdeputierten dem Herr Lammers e paar Bayier firgelecht fir Kerneuropa als federalt Herzsteck vun enger zukünftiger europäischer Union skizeiere, wo geldpolitisch mir ambitiös Sachen drauf waren, wie die mich später segem lewen. Promoviert et bref, et erfën den haut joch nemmi viel nei. Mit das dummerweise war so, dat net nëmmen nemmi viel Neues erfënnt, mit der schrecklich viel Dirigent vun Memberstaaten op ganz klenger europäischer Flamm kachen. Und ich fand es beruhigend, dass der französische Präsident erinnern könnte, der sagt, erstens mal, all das illiberale Demokratie gefäselt. Die Faszination für den autoritären Chef und den autoritären Staat, das fährt an die Mauer, nämlich genau das, was ich auch mengen. Und zweitens, ich hätte gerne eine europäische Souveränität an der Welt, weil nicht mehr so kann Europa Dinge schützen, erstrahlen. Dat sieht im Moment sos kaum en die Regierungschef an der Europäische Union also von der fand ich gut, dat dann bestätigt gëtt, dat et och nëmme mat Wasserkart wat Propositionen dat op Dose. Also dat e bisselchen den Ton, den de Message gemacht huet, an schmengen dat hun Europadeputéierten och vun alle Parteien. Von den Mechten op jeden Fall net von den Extremen so gesinn, weil mir gern hätten, dat die notwendige Reforme gemacht gin an dofir brauche eng Opbruchstimmung den Präsident Macron ass en den als dabei hëlleft. Ja. Du war awer dës vor am Parlament es wat kegem Mappes hëlleft, nämlich eng gros Opregung iwwer
Nomination vun engem Generalsekretär durch den Präsident Juncker. An déi Opregung hunn verschiedener geschürt, fir dafir zu sorgen, dat negativ iwwer d'Kommission an iwwer de Präsident Juncker gif geschwert ginn fir den ze schwächen. Dat konnte man awer Gott sei Dank bremsen, et ass keng Demissionioun vu kegem gefordert ginn an Sarahs Ausgange wie Thornberger Schiesse gifen man bald soen. Wie hu Dir dat gesinn, George Sommer, wie as Ding Impressioun iwwer de ganz Opregung do? Also még Impressioun ass dat hai wirklich vu verschiedene Säit, wies du dat rich gesot hues vun van Gunn iwwer Ziele rausgeschoss ginn ass fir ze soen mir destabiliseieren Kommissionioun an de Herre Präsident, dat se Vierwand geholl ginn, den aner fir sech natierlech kont diskutiert ginn. Dat hat man ja woch gemer. An dat ass jo de Problem. Dat hiech mir hunn am Fong eng Sach opgeworf gehäert, hunn doiwwer diskutiert, mir vun der Kommissionioun a vun den jeweilchen Vertreter die hunn als Redonent wat gestern hunn als Féen erkläert. An dommer der het kënne belossen. An du kom natürlich engerseits fir een Untersuchungsausschuss zu forderen. Dat war ja die echte Etappe fir ze so immer du musst awer eng investigativ eng Enquete gemerk gin an so weiter. Aber dat konnte man ja du schon mal verënnern, weil dat ja absolut sinnlos ass. An der Zweite ass dat lo raisonabel de Viergang do konnten awer steiere sonnech Lommer fir dat den Mëssel do opgeklärt ginn ass an aller Transparenz an noch beigelech ginn ass wem hëlleft eng weiter Krise. Ich mein, hunn soviel der Krise gemanagt die lächt Zeit muss man dann lo unbedingt vun enger awer eierlech gesot wie enger Bagatell lo nach eng zusätzlich Kris vun der Institutionun Kommissionioun do afirrufen, also méger Min wer dat iwwer Ziele rausgeschot. Mit Verteil an dem Haus permanent passiert. An es wat man schwéier op de Wecker geht. Mir menge jo wirklich also das Europäische Parlament mengt mir mengen dat zu 3 zu 6 Lützeburger net so mit Parlament meng schrecklich stark wir für alles zuständig an net fir B selbstverständlich auch immer moralisch mir heich gestalt wie egal wen het betrucht. Dat ha eng Nomination an der Kommission 4,s iwwer der hier gut Kommunikation Explikation es so wie fleisch. Dat merk je so sonn. Mit eng einer Institution a mir se fir administrativ Nominationen an der Kommission net zoständig. Mir sind natürlich fir politisch Kontrolle vun der Kommission zoständig, mir dat betrifft Kommissären, dat betrifft politisch Akteuren. An net derweis fir de Generalsekretär vun enger anderer Institution nominiert. Ich wees ger wat ha am Haus lass fir. Wann Kommission oder du kannst sich gifen erdreisten iwwer eisintern Nominationen, wo och geleentlich mal en Chemiséier geht oder ernstcht geht, wie am Buch steht. Sich gefen auslassen. Da wir richtig beslassen. Und dufir mengen ich einfach, dat man endlich solle von dem hege Penter solle aufklammen, vu wege mir wären die einzig moralische Instanz an der Union, die es kein, dann es dirft. Ja. Ich mengen dat Kommission Vernunft sich ja selbstverständlich dat huet net Doppfallungen verhënnert, die dazu gefauerert hun, dat man heilo Ballrem engkeier gesondert Maschinerien a Kraft gesät hätten, fir als mat Viergang innerhalb vun enger anderen Institution zu beschäftigen, fir dem er kengsterweis zuständig sind. Das lächerlich. Also e Sturm am Wasserglas an Gott sei Dank lo River. Man mache jo awer noch serieux Sachen ha an dem Parlament an de George, de wollt du iwwer der beschwätze, wat hin jo an der Hand huet, da wohin viel davor versteht, Konsumentenschutz. Et geht an dem haie Fall, so wie es als dat erklärt hues, biologisch Lebensmittel. George, wat ass du mat an wéi ginn als Konsumenten mat denen Decisionen die Parlament lo hält, do geschützt? Also das so, dat man eigentlich op EU-Niveau grad so wie auch verschiedene Länder eigentlich die Bio-Lebensmittel wollen fördern. Dat geht ja da schon bei der Landwirtschaft Wir wollen Maßnahmen fördern, die de Biobauern entgegenkommen, für dat die ganze Marché, die ganze Biomarché eigentlich gefördert wird. Im Moment auch wenn wir großen Zowues hunn, dann ass et awer nach immer nëmme 6% vun den Lebensmittel insgesamt wat am Mengen ganz wenig ass. Und dat gildet zu fördern, a fir Appes kënne ze förderen. Da muss sech Regelle ginn, fir dat net hot an her bësse gitt wé mcht wat wëlt, weil sos krit dat joch net déi Unerkennung, die da nicht verdingt huet.
Am EU-Vorschriften seit 20 Jahren, die aber genau das am Anfang durchstellen. Das heißt, wo ganz viel Spielraum dann ist, wo bisschen die Länder können machen, was sie wollen, wo bisschen die Einzelsektoren, die Einzelakteure können machen, was sie wollen. Und hier ist es im Gang, für das zu harmonisieren, für das wir ein Label kreieren, schaffen, wo wir können sagen, dem Label dem entspricht ein anständig Erzeugnis, also wie es hier gestaltet, aber auch andere Sachen wie zum Beispiel den Umgang mit Pestiziden, wie auch die ganze Vermarktung und so weiter. Das heißt, vom Produzent eigentlich bis zum Konsument die ganze Traceabilität soll können nur verfolgt gehen und das dann nicht nur EU-weit, aber auch am Zusammenhang mit Drittstaaten. Am internationalen Handel. Das ist auch wichtig, weil wenn wir Handelsakkorde mit denen zum Beispiel aufschließen, wo so Bioprodukte herkommen, da müssen sich auch darauf verlassen, dass die europäischen Standards entsprechen. Und das tun wir auf Fertigburg. Ich muss sagen, hier Parlament mal nicht federführend. Wir sind ja meistens federführend, ganz ambitiös und immer ein bisschen voraus. Hier wird der Conseil mal ein bisschen voraus und hat schon im November letztes Jahr eine Einigung gefunden. Das Parlament hat auch eine Einigung gefunden, sodass wir am Anfang zusammen eng Gesetzgebung geschafft hun, die Stroß hält an die wie gesagt dem Konsument. Wann seht Biolabel, dann wees ich werde ich do kaufen, a wie dat Tiergestalt as wat vermittelt, dat geschafft gin ass. An dat das menglich wichtig. Der woch nach E-Punkt, den ich vielleicht will auf hier, wenn dat as Geobetrieber, die gemischt sind. Dat hicht die engerseits Biolandwirtschaft an einerseits konventionell Landwirtschaft. Und auch das war bis los ja, das war nicht so richtig reglementiert. Und auch das lo reglementiert ging, dass den ansigen Betrieb bestimmte Bereich kann als Bio-Landwirtschaft oder Bio-Dierenzucht kann deklarieren, muss natürlich dann in dem Moment die Konditionen erfüllen, aber gleichzeitig auch traditionell Landwirtschaft kann betreiben. Und das ist wichtig. Und dann natürlich Pestiziden, wo auch Grenzwerte für die Bio angefordert sind an all die Sachen. Das heißt, wir haben etwas gemacht, was erstens den Bio-Sektor stark wird fördern, und andererseits auch was den aber reglementiert und harmonisiert. Also Parlament, was sich ersetzt für die Interesse der Bürger. Und das auch Keier an einer anderen Diskussion zum Fischei kommen, nämlich den Datenschutz. Wir haben een von den wichtigsten, größten Datenschutzgesetze op der Welt, nicht nur hier an Europa, aber das wird auch exportiert. Und da war ja ein großer Skandal aufgekommen, nämlich Facebook Cambridge Analytica, wo sich herausgestellt hat, dass Facebook illegal Daten verkauft hat und eine Entreprise, die illegal die Daten verschafft hat und dadurch sogar versucht hat, Wahlen zu beeinflussen. Brexit, Trump und auch Daten geklaut hat von europäischen Menschen. Das ist klar, dass wenn die neue Datenschutzgesetzgebung, die der 25. Mai soll in Kraft treten, wenn die bis da ist, da geht das nicht mehr, weil da gibt zum Beispiel so ein Betrieb wie Facebook, der kriegt 4% von seinem weltweiten Umsatz als Strafe oberlöst, und da gibt es nicht mehr ganz froh sein hier in Europa, weil da gibt es einen Teil vom Marché verlieren. Also die Diskussionen hatten wir auch, und ich meine, das ist gut, dass Europa sich da als Wegweiser weltweit für das Interesse vom Datenschutz von dem Individuum weist. Also allerdings auch noch so, meine ich, dass alle Leute, die da sagen, ja weisen, mit wem wir eigentlich bei den Giganten vom Internet und noch bei einer Reihe von anderen großen Entreprisen zu dienen. Das ist nicht heilsam, ne? Das sind keine Philanthropen, das sind Leute, die erstens mal auf schrecklich viel Benefis aussehen, und zweitens am Endeffekt aber auch auf schrecklich viel Kontrolle und Macht. Und ich bleibe in der Meinung, dass es in der Politik ist, für den hier Macht gelüste an all ihrer kränkt, weil das, was man da gesehen hat, ist ja eigentlich mal ein bisschen krank. Es gaukelt den Leuten vor, dass ein Kommunikationstool zur Verfügung stellt für die harmloseste Sache, noch vielleicht mal Kommissariat. Und am Endeffekt stellt er sich zur Verfügung, für das kann das, was selber über die Leute weiß, genutzt gehen, für sie zu manipulieren, also gezielt anzusetzen für bestimmte Zwecke, die am Abklang mit anderen dann definiert gehen.
dat behullen hëlt dann of wann man ofhängen, die Leiit anständig zu besteuern. Aber man déi neidigen fir mal einen eierbaren Deel von ihrer Benefice ofzegin. Well e Betrieb den irgendwen en geofhängig muss bis staatsbürgerlich zu behullen. Dem mech doch des antistaatsbürgerlichen Umfuhr op der anderen Seite Manner. Wie so lang wie Politik denen d'Impressioun gëtt an se an der Impressioun bestärkt, dat ze immer méi stärkse wie Politik. An dat Politik nicht egal ass, mir dat ze genau dat mache, wat ze wëllen, an sich auch nach zur Verfügung stelle fir dat Politik am Sinn vun Wahlresultate an ihrem Sinn ka gemerk. Déi Betrieber déi bezuele selbstverständlich mat Fred kein Steuere, weil dat weiterhin dra bestärkt, dat kein hinne kann. Ich menge dat keine Option mehr ass, dat der irgende Betrieb grosserweis durch Landschaft lebt, die Menge Politik kennt ihm neicht. Dat geht net. E Betrieb huet der Gesellschaft zu dinge ganz egal wéien, dat das an hue so zu behhölle, wie d Gesellschaft dat vun engem wert. Mir werden dat vun dem klengste Betrieb die komplizierten Datenschutzregeln erlärt. An Google, a Facebook an ich wees net wie nach mcht wo gegen den. Ich wollte de Leiit Appes weisen. Dat wär d'Annonce, die Facebook a sämtliche großen Zeitungen an Europa geschaltet. Eng Annonce, die seht, mir Facebook garantieren ich, dat mir europäisch Gesetze ranhalen. Ja, wat heescht dat dann? Also, wofür muss dat für sich selber behaupten? Also du machen sie lo groß Publizitäten seiteweis an Zeitungen, das gut für als Zeitungen Suen oder durch nëmme fir favorisiert. gepusht Wonnerbär fir dann ze so mir hallen europäesch Gesetze an. Du gëtt jo net e schwach ob e wild europäesch Gesetze anhalen, europäesch Gesetze sinn anzuhalen, Punkt Schluss. Net nëmmen vun Eisebetrieber, mei och vun den andere Betrieber, die vorbauzukommen, an die op Eisem Marché willen aktiv sinn. Ich menggen Sarah Join, was du gesot hast fir Drun, du hast jo nach eng einer Problematik geschwert, nämlich de vun der gerechter Besteuerung. Geht jo net, dat den Eis Normalbetrieber normal besteuert gehen, an die groß Riesen do, die zeien sich dadurch. Ja, also dat geht nëmmei an Schmengen dofir as es gut, dat man europäesch Regeln hunn, dat man danach méi kreien, dat den déi aggefauerert gin an dat Parlament se strëm bekëmmert. Dir gesit mir machen niewend dem iwwerflüssigen, wie zum Beispiel die Affaire, die sie wollten dem Herr Juncker unhängen, auch Sachen, die ganz wichtig sind, wo man nicht nur hier an Europa, aber auch nach darüber heraus eine Influenz haben. Darum bekümmern wir drei vom Kompetenzteam von der CSV hier am Europaparlament. Wir sind euch merci für das Keier. Und wir werden den nächsten Monat da sein für eine neue Emission mit dem Kompetenzteam.